wenn die Neigetechnik dann mal wieder funktioniert, am 1. April soll das der Fall sein, der braucht dann nur noch 43 Minuten, im Moment braucht er 46 Minuten. Die Züge über den Flughafen werden länger als die 43 Minuten brauchen, die werden etwa 45 brauchen, ist aber marginal, das ist kein Grund für eine Entscheidung, zu fahren oder nicht zu fahren. Und die sollen alle halbe Stunde fahren, ist ganz toll. Nur, wer hindert das Land daran, diesen Interregio Express heute schon im Halbstundentakt zu bestellen? Niemand. Und irgendwo ist das eigentlich keine Logik. Dann, wenn wir erstmal Milliarden in die Hand nehmen, bei knapper Haushaltskasse, dann tun wir euch anschließend ein ganz tolles Zugnetz bestellen. Ansonsten machen wir das aber nicht. Ist also finanzpolitisch keine sinnvolle Logik. So, und dann ist das andere Thema die schnelle Verbindung zum Flughafen in 35 Minuten. Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit habe ich für den OB Palmer kurz nach seiner Amtseinführung, da war die Messe gerade eröffnet, der Herr Palmer hat sicherlich nicht zu Unrecht Chancen gesehen, als Übernachtungsstandort, während Messen sind hier die Hotels immer ausgelastet, Tübingen stärker ins Spiel zu bringen. Und da ja viele Leute von den Messeausstellern dorthin fliegen, die wir irgendwo haben, hat er gesagt, wenn wir da eine Schnellbusverbindung haben, eine attraktive, dann haben wir einen Standortvorteil. Und er hat versucht, diesen Gedanken dann bei dem Unternehmen, das zwischen Hauptbahnhof und Flughafen fährt, der RWS, und beim Landkreis, der hätte mitfinanzieren müssen, irgendwie sie für die Idee begeistern. Das hat überhaupt kein Interesse. Auch das Busunternehmen nicht. Man sieht also laut, das Busunternehmen sieht also auch keinen Markt dafür, aber das soll ein ganz wichtiger Grund sein, warum eben in Stuttgart diese Milliarden investiert werden, um Stuttgart 21 zu bauen. Logisch ist das also auch nicht. Weiteres Problem. Die IRE-Züge aus Richtung Sigmaringen fahren ja mit diesem Dieseltriebwagen. Der unterirdische Bahnhof Stuttgart soll ein Dieselverbot bekommen. Das ist auch verständlich, wenn Sie in einem unterirdischen Bahnhof Dieselbestand haben, ist irgendwie blöde. Führt dazu, dass man also, sobald Stuttgart 21 eröffnet ist, in Tübingen umsteigen muss. Die Landkreise der 3 Landkreise der Region, die Landräte haben sich deswegen jetzt einen Arbeitskreis gegründet und haben gesagt, wir setzen uns gegen dem Land dafür ein, dass die Strecke elektrifiziert wird. Da stimmt was nicht. Ja. Nicht mehr. Nur, die politische Logik lautet, das wäre eine Verschlechterung, können wir den Leuten nicht zumuten, also entsteht ein politischer Druck, dass das Land diese Elektrifizierung dann finanzieren wird. Dem steht aber schlicht und ergreifend die Kassenlage entgegen. Das Land hat derzeit Versprechungen, die finanziell nicht abgesichert sind, in Bezug auf Mitfinanzierung von Eisenbahninfrastruktur, was eigentlich gar nicht seine Aufgabe ist an vielen Stellen. Sie haben angekündigt, wir beteiligen uns am besseren Lärmschutz für die Bürger im Rheintal, bei Ausbau Rheintal. Wir beteiligen uns am Ausbau der Gäubahn für die ICE. Wir beteiligen uns an der Finanzierung der Südbahn. All diese Versprechen laufen jetzt schon ziemlich lange, ohne dass sie finanziell abgesichert sind. Jetzt kommt dieses Ding noch dazu, wo aber bisher keine Zusage da ist. Die wissen warum, die wissen nicht, wie sie es zahlen sollen. Denn wir haben ja im Zuge der Föderalismusreform diese Schuldenbremse in der Verfassung verankert. Also irgendwann ab 2019 oder 2018 darf das Land keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Und bisher hat man dann, wenn man die Notwendigkeit sah, solche Versprechen eingelöst, eben Schulden gemacht. Den Ländern ist dieser Weg in Zukunft völlig versperrt und deswegen ist es unrealistisch. Das heißt also, lässt man von einem teuren Infrastrukturprojekt ab, ist natürlich die Chance, das Geld für andere Sachen da ist größer. Und das betrifft eben auch unsere Regionalstadtbahn, die ja jetzt vorgestellt wurde, die also durchaus zuschusswürdig ist. Die Wahrscheinlichkeit, die Zuschüsse zu entkommen, wird durch Stuttgart 21 sinken, ganz einfach aus haushaltstechnischer Logik. Damit bin ich für meinen Teil am Ende. Kommen wir zum Fazit. Stuttgart 21 verschlechtert den Bahnbetrieb, statt ihn zu verbessern. Es ist nicht zukunftsorientiert, weil es eben keine späteren Angebotsverbesserungen zulässt. Das heißt, wenn wir irgendwann mal, alles redet von sogenannten Peak Oil, das ist der Punkt, wo dann also das Öl immer knapper wird, wo die Vorräte zurückgehen und das Öl deutlich teurer wird. Und das könnte ja einen Schub für den ÖPNV bringen. Die Bahn könnte bei Stuttgart 21 nicht mehr mit Angeboten kooperieren, weil es die Bahnhof nicht reinpasst. Es gibt erhebliche Kostenrisiken und die Stadt Stuttgart hat im Grunde relativ wenig davon, das habe ich ja eben erforscht. Jetzt kommen wir dann zum Alternativkonzept, das der Gerd Hickmann vorstellen wird. Und dann stellen wir nochmal 2 Strategien für den Ausbau des Schienenverkehrs im Vergleich gegenüber. In Deutschland strebt man seit jeher schnelle Strecken zwischen den Zentren an. Herr Käfer hat es auch im Studio schlicht und ausführlich dargestellt. Das Ziel ist praktisch, Fluggäste, die heute noch fliegen,
durch eine Verkürzung der Fernzugfahrzeit von 3,5 bis 4 Stunden auf den Zug zu bringen. Das ist im Prinzip auch möglich, nur die Menge der Leute, die fliegen und die Option hätten, mit dem Zug zu fahren, verglichen mit der Menge der Leute, die mit dem Auto fahren, die Möglichkeit hätten, mit dem Zug zu fahren. Das sind Welten dazwischen. Das heißt also, man müsste sich vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass man Autofahrer in die Züge kriegt, und die nutzen halt sehr viel Verbindung, wo man umsteigen muss, und dann kommt Kopf 21 ins Spiel und das Schweizer Modell. In Deutschland, also jede Bundesland sein Projekt, daher gibt es kein komplettes Netz. Immer dann, wenn irgendein Ministerpräsident gerade mal dieselbe Farbe hat wie die Bundesregierung, und dann setzt er sein Projekt durch und dann wird wieder ein kleines Mosaiksteinchen gesetzt statt ein Gesamtprojekt. Das Ergebnis ist Zuwachs der Schiene seit 2000 in 9 Jahren 12%. Und was entscheidend ist, das liegt nur am Nahverkehr, der ja von den Ländern mitfinanziert wird. Der eigentlich von der Bahn erstellte Fernverkehr ist in der Zeit zurückgegangen. Trotz aller neuen Strecken wie Nürnberg, Ingolstadt und Frankfurt-Köln. Schweizer Modell. Wie viel? Ja, hast du oft über 10%, glaube ich. Also, die Schweizer machen eine Konzeption fürs ganze Land. Knotenkonzeption, integraler Taktfahrplan, überlegen, wo müssen wir wie viel schneller werden, und investieren dann Ziel und Punkt genau und verbessern den Fahrplan. Überlegen sich also vorher, welchen Fahrplan wollen wir haben, und richten danach die Infrastruktur aus. Sie achten auf taktische Qualität, Vernetzung statt Hochgeschwindigkeit und haben einen Zuwachs im Personenverkehr von 45% erzielt. Stuttgart 21 ist das alte deutsche Modell, Prestigeobjekte statt netzweiten Ausbau und integralen Taktfahrplan, und wie bei uns in der Region das neue Modell aussehen kann, das wird es zurecht.